Sacharja, dieser Prophet im Alten Testament. Heute das letzte Thema, das letzte Kapitel, Zukunft, die bringt's. Wir machen eine kleine Umfrage. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was bringt die Zukunft? Wenn du an deine Zukunft denkst. 1 bedeutet, ja, du bist da gar nicht optimistisch und du freust dich gar nicht auf die Zukunft. 5 ist absolut 100%ig optimistisch und freudig für die Zukunft. So 2, 3, 4 ist dazwischen. Also wir machen eine kleine Umfrage. Überleg dir kurz, wie viele Finger willst du aufheben? 1, kein Bock auf die Zukunft. 5, voller Zuversicht. Also 3 etwa in der Mitte. Schaut mal herum, wie viele Finger zeigt wer. Ja, das sind unterschiedliche Dinge. Zukunft, die bringt's. Wenn wir Sacharja lesen, dann ist es wirklich spannend, was hier über die Zukunft gesagt wird. Dieser Prophet hat ja 520 vor Christus gelebt und Gott hat ihm Dinge über die Zukunft gezeigt, die auch für uns selber noch in der Zukunft liegen. Und es ist ganz interessant, in diesen Alttestament-Text einzutauchen. Wir haben in dieser Serie so wie 4 Werkzeuge, Tools kennengelernt, um diese Alttestament-Texte, Prophetien zu lesen. Und das wäre so quasi als Abschluss auch mein Wunsch für uns alle, für euch, immer wieder mutig in diese Texte hineinzugehen, auch wenn wir heute dann über die Zukunft lesen werden. Das erste Werkzeug, das erste Tool war dieses Buchzeichen oder die Ermutigung, diese Texte einfach zu lesen. Und auch wenn man vieles nicht versteht, dann einfach zu fragen, ja, was sagt Gott dazu? Dieses Buchzeichen oder Bibelbuchzeichen mit ein paar Hinweisen, um diese Bibeltexte ganz einfach zu nehmen, zu lesen und zu sich reden zu lassen. Ich habe nochmals eine Ladung ausgedruckt, also morgen beginnt die Musicalwoche, dann wird alles weggeräumt. Das heißt, ihr dürft das heute wirklich leer räumen und mitnehmen, noch eins für die Kinder mitnehmen oder so. Tipps, um ganz einfach in die Texte einzutauchen. Dann haben wir darüber geredet, dass so diese Alttestament-Prophetien oft ein Bild zeichnen von verschiedenen Dingen, die manchmal ganz weit auseinander liegen und dann in einem Bild, so quasi in einem Satz vorkommen können. Also wenn wir diese Texte lesen, ist es hilfreich zu wissen, das sind Dinge, die sind zwar ganz nahe beieinander beschrieben, aber die können in der Realität weit auseinander liegen. Das dritte Tool: Wir haben immer wieder so Prophetien gehabt. Hier habe ich ein paar Bildchen vom Karfreitag-Gottesdienst und diese Prophetien, die sich dann 500 Jahre später absolut präzise erfüllt haben. Von diesen Münzen, 30 Silbermünzen, die bezahlt wurden für Jesus, für diesen eigentlich toten Sklaven, könnte man sagen, die hingeworfen wurden im Tempel und dann den Töpfern gebracht, Töpferacker, der gekauft wurde, und man staunt einfach, wie präzise diese Prophetien erfüllt wurden. Also wenn wir schauen, was ist alles schon erfüllt worden, erkennen wir einiges, das wir jetzt lesen über die Zukunft und dann denken und fragen uns, das muss ja in gleicher Art und Weise auch erfüllt werden. Weil Gottes Wort zuverlässig und treu ist. Und dann das vierte Werkzeug, ich habe hier einfach ein Bild von einer Bibel. Diese Bilder, die gezeichnet werden dann in so diesen Texten, die werden nicht nur an einem Ort in der Bibel erwähnt, sondern es gibt verschiedene Bibelstellen und da können wir dann hingehen und weiterlesen und weiter schauen, wo sind wir hier unterwegs, was machen wir hier, und das Bild wird dann immer größer, wenn wir weitere Bibelstellen dazu nehmen. Und plötzlich ist es farbig und facettenreich und detailliert. Und das wollen wir heute machen in diesem Kapitel 14, in diesem letzten Abschnitt, wo wir eintauchen. Wir möchten ein paar einzelne Teile herausnehmen und mit anderen Bibelstellen beleuchten und das Bild so richtig groß und farbig machen. Das Wichtigste eigentlich, wenn wir diese Texte lesen, ist aber etwas, was auch im Sacharja-Buch steht. Dort sagt Gott selber, er will es nicht mit Heer oder Kraft oder Waffen machen, sondern mit seinem Geist. Und das ist auch mein Gebet heute, dass Gottes Geist unter uns wirkt und dass er zu uns redet. Und deshalb möchte ich auch in diese Predigt mit einem kurzen Gebet starten. Danke vielmal, Gott, dass du das selber gesagt hast. Es soll nicht mit Kraft passieren, dass wir versuchen, irgendwie etwas in uns hinein zu zwingen oder mit Macht oder mit Waffen, sondern es soll durch deinen Geist geschehen. Und so laden wir dich ein,
Vater im Himmel, dass du durch deinen Geist heute wirkst. Hier in unserer Mitte, in diesem Gottesdienst, durch die Worte, die wir lesen, dass du durch deinen Geist zu unseren Herzen redest. Danke für diese Verheißung, dass es so geschehen soll, und wir wollen das in Anspruch nehmen heute. Amen. Wir tauchen ein in dieses Bild, in dieses Endzeitbild, das hier in Kapitel 14 uns so präsentiert wird. Es geht wirklich ganz ans Ende, an den letzten großen Kampf, an Jesus, der dann wieder kommen wird und in die Weltgeschichte eingreift und sein Friedensreich, das er aufrichtet. Also eine spektakuläre Zeit, wo wir selber vorausschauen. Verse 1 bis 2. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da verteilt man in deiner Mitte dein Plündergut. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg, und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und die Frauen werden geschändet und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Ich finde, das steigt gleich recht krass ein in dieses Bild mit einem riesigen, endzeitlichen Kampf und Krieg. Das Ermutigendste kommt gleich am Anfang. Es wird der Tag des Herrn sein. Es wird ein Moment sein, wo Gott selbst aktiv in die Weltgeschichte dann wieder eingreifen wird und die Geschicke übernehmen wird. Aber zuerst wird hier berichtet von einem letzten großen Kampf. Und das ist hier so geschildert mit brutalen Dingen, mit Plünderung, mit Flucht, dass Leute flüchten müssen, mit Mord, mit Vergewaltigung. Und als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja richtig, richtig krass. Kann das überhaupt noch sein in unserer heutigen Welt? Wir leben ja in Frieden und so weiter. Und im nächsten Moment ist in den Sinn gekommen, was wir momentan alles in der Zeitung lesen, von diesen Kriegen, die geschehen. Da habe ich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich einfach noch eine Form intensiver. Aber das, was wir auch heute schon sehen, wird da passieren. Es wird einen letzten großen Kampf geben. Es wird Brutalität geben in dieser Welt. In der Offenbarung 16, dort heißt es von den dämonischen Mächten, sie schwärmen aus zu den Herrschern dieser Erde, um sie zum Kampf zu vereinen. Dem Kampf der Entscheidung, wenn der große Tag des allmächtigen Gottes kommt. Also in dieser letzten Zeit wird es zu einem großen Krieg kommen, und das, was eigentlich Gott am Anfang der Welt gemacht hat, das Paradies, wo er der Herr, der König war, wo Frieden herrschte, das, was die Menschen dort verlassen haben, und man könnte sagen, die Menschen haben die Herrschaft an sich gerissen. Und da sehen wir bis heute, was rauskommt, also all die Friedensbemühungen und so, es wird eigentlich immer nur noch schlimmer. Und wir fragen uns, wie kommt das? Und wir können uns vielleicht auch identifizieren mit Menschen, die rufen, Herr Jesus, komm doch endlich und übernimm die Herrschaft wieder. Mach dem allem ein Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du denkst vielleicht, ja, wir leben ja gut, wir können in die Ferien gehen und dieses und jenes machen. Vielleicht schaust du gerade aus den Ferien zu und denkst, ja, da will ich noch ein bisschen genießen. Der Herr Jesus soll noch nicht so schnell kommen. Aber vielleicht kannst du dich auch identifizieren mit anderen Menschen, die in Kriegssituationen sind, die Verfolgung erleiden aufgrund ihres Glaubens, die ihre Nächsten, ihre Familie verloren haben. Die rufen, Jesus, komm doch, mach dem allem ein Ende. Du siehst diese brutalen Dinge, die hier stehen, und denkst, ja, wenn ich das so lese, dann wünsche ich mir auch, dass das mal zu Ende geht, dass Jesus endlich wiederkommt. Und vielleicht kennst du auch ganz andere so Momente in deinem Leben, Schicksalsschläge vielleicht, andere brutale Dinge, die du erlebt hast, wo du gedacht hast, jetzt wäre schön, wenn Jesus endlich wiederkommt. Und da macht diese Prophetie Mut. Es kommt ein Tag des Herrn, wo er aktiv wieder eingreifen wird. Wir lesen weiter. Das Bild wird jetzt weiter gezeichnet, wie das da vor sich geht. Vers 3. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt, und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten und ein großes Tal schaffen. Und
Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal der Berge wird bis Asal reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr von dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. An dieser Stelle habe ich gedacht, dieser Zacharia, jetzt berichtet er, was alles passieren wird und plötzlich sagt er, dann wird der Herr, mein Gott, kommen, habe ich gedacht. War richtig stolz wahrscheinlich. Dann wird mein Gott kommen und eingreifen. Mein Gott, also man spürt das heraus. Kommen mit allen Heiligen, finde ich auch echt krass, also mit den Himmelsmächten, aber auch mit den Gläubigen vom Alten und vom Neuen Testament. Dann geht es weiter. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein. Kostbarkeiten werden gerinnen, dann wird es einen Tag lang, er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht werden. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird Licht werden. Also ich habe jetzt diesen Abschnitt, diese Verse 3 bis 7 einfach so am Stück mal gelesen und das berichtet uns ja so unheimlich viel. Und es ist zu viel, um auf alles eingehen zu können. Es ist so unglaublich viel. Ein Bild darin, Jesus, der wiederkommen wird auf den Ölberg. Da wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber wir wollen auch das ganze Bild so vor Augen haben, was dann geschehen wird. Etwas, was da beschrieben ist, dass dieser Tag nur dem Herrn, nur Gott bekannt ist. Etwas, was auch an anderen Bibelstellen dann weiter ausgeführt wird. Etwas, was hier gesagt wurde, am Tag wird es dunkel sein, in der Nacht wird es plötzlich hell sein, es wird sein wie am Tag des Erdbebens. Der Berg, der Ölberg, wenn Jesus kommt, wird wie gespalten werden, es wird ein Tal geben. Und wenn wir weiterlesen im Zacharia in diesem Kapitel 14, sehen wir, es hat noch weitere so kosmische Auswirkungen. Oder die Naturkräfte, die kommen ins Beben an diesem Tag. Etwas weiteres, was in diesem Abschnitt gezeigt wird, dass Gott selbst wieder in diese Welt hineinkommen wird, sichtbar für alle auf den Ölberg. Interessant, dass das so genau geografisch detailliert beschrieben wird. Und dann etwas Viertes, was auch deutlich wird, der Herr wird Sieger sein. Wenn wir weiterlesen in diesem Zacharia 14, dann gibt es einige Verse, die davon berichten, wie so plötzlich eine Pest kommt und alle Feinde von Gott einfach verwesen. Wenn wir andere Stellen herbeiziehen, die dasselbe auch etwas ausführen, dann lesen wir, wie Jesus mit dem Hauch seines Mundes einfach siegen wird. Also es wird hier so dieser Moment beschrieben mit gewaltigen Dingen. Und dieses eine Bild wollen wir jetzt mit ein paar anderen Bibelstellen noch beleuchten, und zwar das Bild mit dem Ölberg. Also da heißt es, dass dieser Gott selber wieder kommen wird in diese Krieg hinein auf den Ölberg. Und da kommt eine Bibelstelle besonderes Gewicht, nämlich Matthäus 24. Da war Jesus kurz vor seiner Kreuzigung mit den Jüngern unterwegs. Er war immer in Jerusalem den Tag durch, hat da zu den Menschen geredet, den Tempel gesäubert und so weiter. Und am Abend sind sie ins Nachbardorf gegangen, sind da aus Jerusalem hinaus, über den Ölberg gelaufen. Wahrscheinlich war es wirklich so die Abendsituation, die Sonne ging unter, der Tempel mit dem vielen Gold glänzte so in der Abendstimmung. Und dann heißt es in Matthäus 24, die Jünger sitzen mit Jesus auf diesem Ölberg. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also die Jünger waren plötzlich da mit Jesus allein, sind so zu ihm hingesessen auf dem Ölberg, haben vielleicht nach Jerusalem hinübergeschaut und haben gesagt, wann wird das passieren? Die haben diese Texte gekannt aus Zacharia 14, haben gesagt, wann ist das? Wann passiert das hier auf diesem Berg, wo wir jetzt sitzen? Und da ganz viele Verse, wo Jesus zu ihnen spricht und das erklärt und sagt, es wird sein wie Wehen, die über die Welt kommen. Es wird Kriege geben. Menschen werden fliehen müssen. Es wird große Bedrängnis kommen. Es wird falsche Christusse geben. Leute, die kommen und sagen, ich bin der Retter der Welt, der Erlöser der Welt. Und ich denke manchmal, wenn wir heute schauen, was
alles verkündet wird, das uns retten und erlösen soll. Es ist schon unglaublich, wie viele so Christusse unterwegs sind. Und dann heißt es weiter im Vers 27, denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also wenn dieser Moment kommen wird, wo Jesus wiederkommt auf den Ölberg, die Jünger haben sich das dann vielleicht so vor Augen gemalt und wird es wie ein Blitz sein, der auf der ganzen Welt sichtbar wird. Alle werden es sehen, wie Gott in Herrlichkeit wiederkommt. Im Vers 29, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Es wird hier wieder so von einem kosmischen Beben, von Naturkräften, die beben, berichtet. Dann Vers 30, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde. Also dann wird sichtbar, jetzt greift Gott ein. Da habe ich mich gefragt, wieso wehklagen jetzt plötzlich alle Stämme? Ich habe dann plötzlich gemerkt, das ist ja völlig logisch, wenn die Völker und Nationen da zum Krieg hinziehen und plötzlich merken, oh, wir kämpfen nicht nur gegen irgendein kleines Israel oder so, sondern wir kämpfen ja gegen Gott selbst. Dann ist dann schon viel Wehklagen, wenn du plötzlich merkst, was du für einen Gegner hast. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und so wird es dann noch ausführlicher berichtet, wie das alles sein wird. Das Bild wird immer größer. Also dieses Kommen auf diesem Ölberg wird von großer Herrlichkeit begleitet sein. Und dann lesen wir ein bisschen später in Apostelgeschichte eine ganz andere spannende Stelle, die dieses Bild noch farbiger malt. Jesus wurde dann am Kreuz hingerichtet. Er ist auferstanden. Und ist mit seinen Jüngern wieder auf diesen Ölberg gegangen. Und er stand da mit ihnen und hat zu ihnen geredet. Das ist spannend, in Apostelgeschichte 1 ist wieder diese Frage der Jünger. Wann stellst du für Israel das Reich wieder her? Also die hat das Reich richtig interessiert. Wann ist es endlich soweit, dass du kommst und dieses Reich aufrichtest, dieses Friedensreich? Das hat sie brennend interessiert. Das war ihre letzte Frage übrigens, die sie da gestellt haben. Weil Jesus hat dann wieder gesagt, dieser Zeitpunkt weiß nur der Vater allein. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr habt eine Botschaft, das Evangelium, die beste Botschaft der Welt. Und diese sollt ihr verkündigen, bis dass ich wiederkomme. Und dann heißt es, dass Jesus so emporgehoben wurde und verschwunden ist. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Jünger gestaunt haben. Und manchmal stellen wir uns so vor, vielleicht wie Jesus in die Wolken geschwebt ist und da irgendwo verschwunden ist oder so. Aber es heißt, er wird emporgehoben in den Himmel. Also nicht quasi in den sichtbaren Himmel, sondern in den göttlichen Himmel. In quasi Gottes himmlisches Reich hinein wurde er wie weggehoben. Vielleicht haben die Jünger in diesem Moment wie einen Blick in den Himmel geworfen, in den Jesus hinein verschwunden ist, wie in eine Wolke, und plötzlich war er weg. Auf diesem Ölberg. Und dann steht plötzlich jemand da. 2 Engel kommen, während sie so gespannt zum Himmel schauen. Vers 11 heißt es dann, was steht ihr hier? Das sagen diese 2 Engel, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt. Also es ist schon sehr spannend, jetzt sind sie wieder auf diesem Ölberg und wieder fragen sie, wann wird das sein? Und Jesus sagt, hier habt ihr den Heiligen Geist und einen Auftrag, diese frohe Botschaft von Jesus zu verkünden. Dann verschwindet er und die Engel kommen und sagen, so wird er wiederkommen. Und das ist das, was auch wir in unserer heutigen Zeit, das ist genau unsere Zeit, oder? Seit diesem Moment leben wir und warten, dass Jesus wiederkommt. Ist noch nicht geschehen, aber auch wir haben den Heiligen Geist und diese wunderbare Botschaft, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist für unsere Schuld, unsere Sünde
und diese getragen hat und wir so ein Teil seines Reiches werden können. Und dann noch eine Beleuchtung, man könnte noch viele mehr Bibelstellen nehmen, aber in Offenbarung 19 wird dieser Moment auch ganz spannend beschrieben und das Bild wird noch farbiger und noch gewaltiger. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Also hier wird dieses Kommen von Jesus beschrieben, dass der Himmel geöffnet wird und er wie auf einem weißen Pferd reitend kommt. Und es ist auch sehr wohltuend, wenn da steht, dass er Krieg führen wird in Gerechtigkeit. Ich meine, wenn wir heute lesen, wie Krieg geführt wird, hat das mit Gerechtigkeit nicht viel zu tun, oder? Aber wenn Jesus kommen wird, dann wird es gerecht zu und her gehen. Dann ein bisschen später heißt es, Offenbarung 19,14, und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, die Himmelsheere, aber auch die Bekleideten mit weißer, reiner Leinwand. Erinnert ihr euch, Sacharja 14, er wird kommen mit allen Heiligen. Dann heißt es im Vers 19, in Offenbarung 19, und ich sah das Tier, das ist der Antichrist, der große, letzte Gegner von Gott, und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und dann, wenn wir weiterlesen, Offenbarung 19, mit dem Kommen von Jesus ist der Krieg einfach zu Ende. Wenn wir lesen 2. Thessaloniker 2,8, wie das mit diesem Tier, mit diesem Antichristen geht, dann heißt es dort, den Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Das ist das Bild, das uns gezeichnet wird von diesem Kommen von Jesus auf den Ölberg. Es gibt noch mehr Bibelstellen, die das noch farbiger malen. Und meine Frage an dich, was löst das in dir aus? Freust du dich auf diesen Moment? Ist vielleicht auch so Gefühle mit Angst oder Schrecken, wie wird das sein? Oder Zuversicht, hey, Jesus hat das in der Hand, er wird ja dann eingreifen in die Weltgeschichte. Und auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wie das ablaufen wird er zu einem guten Ende führen und hat einen Plan auch für mich. Vielleicht ein Moment der Dankbarkeit, aber vielleicht auch ein Moment, wo du dich fragst, ja, wenn dann dieser Jesus kommt und das Böse, das Widergöttliche vernichtet, was bedeutet das dann für mich? Das kann ja das eigene Herz schon auch recht in Aufregung versetzen, weil ich merke, hey, ich habe ja auch Dinge in mir und an mir, die nicht so göttlich sind, die sehr weltlich sind, vielleicht sogar sehr sündig, sehr falsch, die gegen Gott sind. Und in diesem Moment ist es für mich auch einfach so schön oder gut zu sagen zu können, wie gut, dass ich Jesus kenne, dass ich sein Kind sein darf, dass ich dieses Evangelium, dieses Geschenk vom Kreuz annehmen durfte, dass ich zu ihm kommen kann mit meiner Schuld, mit meiner Sünde um Vergebung bitten und weiß, er vergibt mir gern. Und schon jetzt gehöre ich nicht mehr zum Reich von dieser Welt, sondern dadurch, dass ich zu ihm komme, versetzt er mich in sein Reich. Und ich darf von ihm heilig gemacht sein. Ich darf zu ihm gehören. Das ist jetzt schon so. Und so darf ich mich freuen auf diesen Moment, wo Jesus wiederkommen wird, weil ich gehöre dann nicht zum Reich der Welt, sondern zum Reich von Jesus Christus. Also etwas, das mich durchaus aufrüttelt und dankbar macht, dass ich so zu Jesus gehören darf. Wir möchten noch einen kurzen Abschnitt weiterlesen, aber für die Leute vom Unti ist es heute auch so, dass ihr in der Hälfte weiterzieht, sonst wäre jetzt soweit, genau. Vielleicht könnt ihr noch ein Handout oder so mitnehmen und über diesen Moment nachdenken, wo Jesus wiederkommen wird, über diesen Ölberg, über den eigenen persönlichen Ölberg. Also das so ein Blick, ein Bild, was da an diesem Ölberg passieren wird. Wir lesen noch zwei Verse weiter im Sacharja, die 2 letzten Verse für heute. Da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, am Tag des Herrn, da wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter wird es geschehen.
Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Schon spannend, wie das da heißt, der Herr wird König sein über die ganze Erde. Der Herr, ist ja hier mit Großbuchstaben geschrieben. Das ist immer an diesen Stellen im Alten Testament, wo eigentlich der Name Gottes steht, wo Jahwe steht. Die Juden, für die ist dieser Name so heilig und die haben so viel Ehrfurcht, dass sie diesen Namen nie aussprechen. Sie sagen dann immer der Herr, der Herr. Und so ist das auch in unseren Übersetzungen. Da wird geschrieben der Herr, aber mit Großbuchstaben, dass wir wissen, an dieser Stelle ist der Name Gottes. Gott selbst mit seiner ganzen Identität wird wiederkommen und König sein. Und es ist jetzt sehr spannend, dass wir lesen, dass dieser König Jesus sein wird. Also Jesus, er ist ganz Gott, er ist eigentlich Gott, der zu uns kommt. Philipper 2,9, darum hat Gott ihn, Jesus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Dann heißt es weiter, alle Knie werden sich vor Jesus beugen und alle werden bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und das wird alles zur Ehre von Gott sein. Es hat hier in diesem Abschnitt ein Bild, das wir jetzt auch noch beleuchten möchten. Es ist so vielfältig, man könnte ein paar Bilder beleuchten, aber das, was hier steht mit dem lebendigen Wasser und dem Fluss, das fließt, finde ich spannend. Es steht hier zum östlichen Meer und zum hinteren Meer, also auf der anderen Seite im Westen, östliches Meer, das Tote Meer, westliches Meer, das Mittelmeer, das hat man da so geografisch vor Augen. Und wenn in der Alttestament-Prophetie von den Meeren gesprochen wird, hat man immer auch im Hinterkopf, dass damit die Völker der Welt gemeint sind. Und irgendwie so dieses Bild, dass plötzlich in diesem Moment lebendiges Wasser, also Wasser, das lebendig machen kann, spannend, oder? Ausfließen wird zu den verschiedenen Völkern auf der Welt. Dieses Bild wollen wir ein bisschen weiter noch verfolgen und beleuchten. Ich habe das hier so einfach als Skizze mitgenommen, das lebendige Wasser, das ausfließt, dass man das auch so ein bisschen vor Augen hat. Dieses Bild wurde an vielen Stellen in der Bibel erwähnt. Sehr eindrücklich, schon 60 Jahre vor Sacharja hat ein anderer Prophet, Hesekiel, dieses Bild gebraucht oder wurde ihm von Gott gegeben. Und ich möchte hier ein paar Verse lesen, wie das Hesekiel, dieses Bild beschrieben wird. Da heißt es, in dieser Vision war ein Engel bei Hesekiel, Hesekiel 47, und dieser Engel führte mich, also Hesekiel, den Propheten, zurück zum Eingang des Hauses. Das ist der Tempel. Also in seiner Vision wurde Hesekiel vom Engel dahin geführt und er hat das so vor Augen wie gesehen. Und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Also das ist wirklich so gesehen vor seinen Augen und das Wasser floss unten herab. Also das ist irgendwie so wie aus diesem Tempel herausgekommen unter der Türschwelle, aber wie ein kleiner Flussbach herausgerieselt, kommt da hervor. Und dann hat dieser Engel diesen Propheten geführt, 500 Meter weit, und hat gesagt, lauf mal durch dieses Wasser hindurch. Die sind durchgelaufen und gesagt, es kommt schon bis zu den Knöcheln. Weitere 500 Meter, wieder das Gleiche, es kommt schon zu den Knien. Nochmals 500 Meter, es kommt schon zu der Hüfte. Nochmals 500 Meter, und dann hat er gesagt, jetzt ist es zu tief, kann man nicht mehr hindurch. Es ist ein richtiger Fluss geworden, der hier fließt. Dann im Vers 8 heißt es von diesem Fluss, und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Wasser, das mit dem Fluss fließt, in ein salziges Gewässer, das ganz gesund werden wird. Und es ist schon interessant, wir haben das so geografisch vor Augen, im Osten von Jerusalem, da kommt das Tote Meer, oder? Riesiges Salzgehalt, kein Lebewesen. Und jetzt heißt es, dieser Fluss wird dahin fließen, es wird lebendig werden und es wird dann weiter geschildert, wenn wir das Kapitel lesen, wie es plötzlich von Fischen wimmeln wird in diesem Meer. Und wie die Fischer kommen. Es wird sogar dann ganz detailliert beschrieben, dass es noch so salzige Sümpfe gibt, weil die Menschen immer noch Salz brauchen. Aber das Meer wird voller Leben sein. Und wir haben dieses Bild vor Augen, diese Flüsse von lebendigem Wasser, das fließt in die Meere, das fließt zu den Völkern, das neues Leben schafft.
Es kommt mir dieser Jesus in den Sinn, der seinen Jüngern gesagt hat, ich will euch zu Menschenfischern machen, die quasi den Menschen schickt in die Völkermeere und sagt, hey Jünger, geht da hin. Und er verkündet das Evangelium, dass es nur so beginnt, von geistlichem Leben zu wimmeln in all den Völkern. Und wir lesen weiter in Hesekiel, wie dieser Fluss beschrieben wird, dieses lebendige Wasser. Vers 12 heißt es dann, an dem Fluss aber, an seinem Ufer werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Mit anderen Worten, die Menschen haben das Paradies verlassen. Sie haben eine Menschenherrschaft aufgestellt, die in Furcht und Schrecken endet. Aber Jesus wird kommen und ein Friedensreich aufrichten und quasi das Paradies wiederherstellen. Ein Fluss mit lebendigem Wasser, Bäume, die wachsen mit heilender Kraft. Leben wird wieder sprießen, es wird nur so wimmeln. Ich finde das ein unglaublich schönes und ermutigendes Bild. Und wenn wir an diese letzte Zeit denken, dann, das muss ich ehrlich gesagt sagen, auch wenn ich heute in den Ferien wäre, das, was hier gezeigt wird, dieses Bild ist noch viel schöner. Also da kann der Herr Jesus sofort wiederkommen. Man kann keine Sekunde drauf warten. Da kann keine Fähre mithalten, ehrlich gesagt. Und dann wird dieses Paradies beschrieben und es ist noch besser, oder? Es wird sogar dann auf ganz das Ende der Zeit angekündigt. Also nicht nur das Friedensreich von Jesus, das er aufrichten wird, sondern auch nach dieser Zeit in der ganz neuen Welt und neuen Schöpfung wird es diesen Fluss geben. Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und in der Mitte der Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Das ist das Bild, der Plan, das Ziel, der Gott hat mit dieser Welt. Nicht die Abschaffung des Paradieses, sondern dass es vollumfänglich wieder hier ist. Ich finde das unglaublich schön. Und für uns heute, ja, wir dürfen vorausschauen und uns richtig freuen auf diesen Moment. Aber es beinhaltet noch mehr. Das letzte Licht, das wir auf dieses Bild werfen, das ist Jesus selbst. Das ist nämlich spannend, wenn wir lesen, Sacharja 14 wird hier beschrieben von diesem Friedensreich und es wird dann an drei Versen gesagt, lest das mal noch zu Ende, ist wirklich super interessant. Es wird an 3 Versen gesagt, dass die Völker der ganzen Welt in diesem Friedensreich kommen werden, nach Jerusalem zum Laubhüttenfest. Und dort Gott loben und preisen und feiern werden. Das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest war ein Fest, das haben die Israeliten gefeiert, seit sie wieder aus Ägypten ausgezogen waren, durch die Wüste hindurch. Gott hat sie geführt in ihr Land. Und da feiern sie in diesen Laubhütten, um zu denken, wie Gott sie durch die Wüste geführt hat. Bis zur Zeit von Jesus hat man dieses Laubhüttenfest gefeiert. An mehreren Tagen, am letzten Tag dieses Laubhüttenfests war es üblich, dass eine Prozession losgezogen ist zu einem Teich da in Jerusalem, zum Teich Siloa, haben dort Wasser geschöpft, zurückgebracht in den Tempel, haben das über den Altar geleert. Es war auch eine Zeit, wo sie gebetet haben für einen Regen, der dann im Herbst kommen sollte. Das war so dieses Fest, das man 7 Tage lang gefeiert hatte. Ein Fest, Wasser holen, die Völker werden mal kommen. Ein Bild, ein Blick auch in die Zukunft. Und Jesus war auch auf diesem Fest mit seinen Jüngern. Und dann lesen wir in Johannes 7, 37, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. In diese Situation hinein, die haben an diesem Laubhüttenfest, haben sie Sacharja 14 gelesen. Und da kommt Jesus und sagt, ja, diese Flüsse von lebendigem Wasser, wer Durst hat, der komme zu mir. Schon interessant. Also irgendwie, dieser Fluss ist noch nicht hier, ist noch nicht vollendet, aber trotzdem ist er irgendwie voll gestartet. Jesus sagt dann weiter, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat,
aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe gedacht, krass. Also dieser Fluss geht irgendwie nicht nur vom Tempel Jerusalem so aus, sondern von jedem, der an Jesus glaubt. Also auch von mir. Okay. Vers 39 sagt Jesus dann, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und plötzlich wird dieses Bild vom Fluss nicht nur ein Bild für die Zukunft, sondern für die Gegenwart, hier und jetzt. Dass Jesus durch seinen Heiligen Geist jetzt schon lebendiges Wasser, heilendes Wasser, neues, ewiges Leben fließen lassen will. In unser Umfeld, zu den Völkern, auf der ganzen Welt, zu uns selbst. Und obwohl es unsichtbar ist, ist es trotzdem irgendwie schon real am Wirken. Ich fasse das wie kurz zusammen. Wir haben zuerst geschaut und ein bisschen beleuchtet, dieser letzte Kampf, der kommen wird, und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg, diese Menschenherrschaft, diese Weltherrschaft, die sich wirklich im Bösen manifestiert und zeigt. Dann haben wir aber auch dieses Bild vertieft, wo Jesus sagt, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, wo er sagt, ich komme wieder an diesen Ort und werde den Sieg davontragen, in einem Moment. Und das dritte Bild, Jesus bringt Frieden. Da wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen. Das ist das dritte Bild, was wir so heute vertieft haben. Und ich möchte dich zum Schluss zu diesem Bild einfach einladen und fragen, darüber nachzudenken. Jesus möchte jetzt schon unser lebendiges Wasser sein. Er möchte jetzt schon, dass dieser Fluss fließt aus uns heraus, zu unseren Nächsten. Er möchte uns erfüllen mit diesem lebendigen Wasser durch seinen Heiligen Geist. Und er ruft auch heute, wer Durst hat, der komme zu mir. Der komme zu mir. Und ich will ihm trinken, Wasser geben, was lebendig ist und heilend ist. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du wiederkommen wirst. Und auch wenn diese letzte Zeit mit vielen Fragen verbunden ist, vielleicht auch mit Ängsten, so ist sie auch mit einer unendlich großen Hoffnung verbunden. Und der Zuversicht, dass wenn du kommst, Jesus, dass du in Gerechtigkeit kommst und dass du Frieden bringst auf diese Welt. Ein Frieden, den die Welt niemals aus sich selbst hervorbringen kann. Und es ist auch ein Bild voller Hoffnung mit diesem lebendigen Wasser, das ausfließt. Und wir dürfen uns richtig auf diesen Moment freuen. Und danke, Jesus, dass das aber nicht nur ein Bild für die Zukunft ist, sondern auch für das Hier und Jetzt und heute. Weil du, Jesus, sagst, wer Durst hat, der komme zu dir. Und du hast lebendiges Wasser jetzt schon bereit. Lebendiges Wasser für den Durst der Seele. Und Jesus, du siehst auch, wo unsere Seele Durst hat, wo wir Fragen haben, wo wir Herausforderungen haben, wo wir Heilung brauchen, wo wir deine Wunder brauchen, wo wir dein Leben brauchen. Und wir bitten dich, Jesus, dass du dein lebendiges Wasser auch heute ausgießt in unsere Herzen. Amen. Wir möchten zusammen singen dieses Lied, Herr Jesus, komm bitte bald. Die ganze Schöpfung, die freut sich auf diesen Moment, lesen wir in der Bibel, dass Jesus bald kommt und auch wir dürfen einstimmen. Und dann heißt es in diesem Lied, wie die Braut auf ihren Bräutigam warten wir hier und wann kommst du endlich, Jesus? Und unser Herz sehnt sich nach dir. Nicht, weil heute alles schlecht ist, sondern wenn Jesus kommt, ist alles noch viel, viel besser. Ich denke, es wäre schön, wenn wir zusammen als Gemeinde, wenn du magst, aufstehen können und dieses Lied sagen können, uns im Blick voraus Jesus zurufen können, Herr Jesus, komm doch bald und bring das Paradies auf die Erde zurück. Lass uns zusammen aufstehen. Die ganze Schöpfung, nah oder fern, ebne den Weg für den Herrn aller Herren. Jesus kommt bald zurück.
ruft alle Menschen, macht euch bereit. Er wird erscheinen in Herrlichkeit. Jesus kommt bald zurück. Wie die Braut auf ihren Bräutigam warten wir hier. Wann kommst du an unser Herz? Sehnt sich so nach dir und singt, Herr, komme bald, Herr Jesus, komm. Herr, komme bald, Herr Jesus, komm. Recht wirst du schaffen, alles wird neu. Du bleibst für immer wahrhaftig und treu. Jesus kommt bald zurück. Wie die Braut auf ihren Bräutigam warten wir hier. Wann kommst du an unser Herz? Sehnt sich so nach dir und singt, Herr, komme bald, Herr Jesus, komm. Herr, komme bald, Herr Jesus, komm. Jesus, dich erwarten wir, denn du kommst, ja du kommst bald. Jesus, dich erwarten wir, denn du kommst, ja du kommst bald. Wie die Braut auf ihren Bräutigam warten wir hier. Wann kommst du an unser Herz? Sehnt sich so nach dir und singt. Wie die Braut auf ihren Bräutigam warten wir hier. Wann kommst du an unser Herz? Sehnt sich so nach dir und singt. Herr, komme bald, Herr Jesus, komm. 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 Jesus, dich erwarten wir, denn du kommst, ja du kommst bald. Ihr dürft gerne hinsitzen. Matthäus 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Also wenn wir heute auch das Abendmahl teilen, dürfen wir daran denken, dass Jesus seinen Leib gebrochen hat an unserer Stelle, dass wir zu ihm gehören dürfen und in seinem Reich sein dürfen. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Wir erinnern uns, Jesus sagt, ich habe lebendiges Wasser für euch. Ich habe geistliches Leben für euch. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sagen wir damit, Jesus, ich gehöre zu dir. Jesus, ich habe dein Blut, das du vergossen hast, in Anspruch genommen. Ich gehöre zu deinem Reich.
Ich habe die Vergebung von dir empfangen und will das auch bekennen, indem ich dieses Abendmahl nehme. Dann heißt es weiter, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Also wenn wir heute das Abendmahl nehmen und diesen Text lesen, dann schauen wir auch voraus. Jesus wartet auf diesen Moment, in dem er es mit uns zusammen in seinem Reich wieder nehmen kann, essen kann, teilen kann. Das ist auch ein Blick in die Zukunft und ein Bekenntnis, Jesus, wir warten, bis du kommst. Und dann können wir es wieder mit dir zusammen feiern. Vers 30, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Das ist interessant, dieser Ölberg. Ich will dich einladen, wenn du mit Jesus unterwegs bist und sagst, ich gehöre zum Reich von Jesus, dann darfst du nach hinten gehen während den kommenden Liedern, darfst das Abendmahl nehmen, du darfst dort einen Platz suchen, dich hinstellen und einfach im Gebet zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich gehöre dir, ich nehme das für mich in Anspruch, du darfst es mitnehmen an deinen Platz und dort für dich nehmen. Der Tisch ist gedeckt. Jesus sagt, wer Durst hat, komme zu mir. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, das klingt alles spannend und gut oder sag mir gar nichts oder was auch immer, aber irgendwie denkst du, ich kann das nicht so mit vollem Bekenntnis aussprechen, dann darfst du natürlich auch einfach am Platz sitzen bleiben, ist gar kein Problem. Und ich will dich auch einladen, diese Zeit zu nutzen für Ministry Time. Wir haben auch Ministry Time. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, gerne für dich beten lassen möchtest oder so merkst, du hast irgendwo Durst in deiner Seele und möchtest, dass jemand für dich betet, dass Jesus da etwas heilen kann, lebendiges Wasser bringen kann, dass er ein Wunder tun kann, dass er wirkt bei dir, dann darfst du gerne nach hinten auch einfach zu den Menschen gehen mit diesem Badge und sie beten dann sehr gerne für dich. Es ist aber auch eine Einladung, diese Zeit zu nutzen, um ins Gespräch mit Gott zu kommen, ihm zu danken für das, was er uns gegeben hat. Zu sagen, wie du dich freust auf die Zukunft mit ihm, das Paradies, das er bringt, diesen Liedern. Und ich möchte gerne in einem kurzen Gebet für das Abendmahl Danke sagen, bevor wir in diese Zeit hineingehen. Zeit mit Jesus, deine Zeit mit deinem Jesus. Danke, Jesus, dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz. Und wenn wir aus diesem Kelch davon trinken, dann sagen wir, Jesus, wir nehmen das in Anspruch für uns, dass du uns unsere Sünden vergibst. Was für ein Geschenk. Und dass wir zu deinem Reich, zu dir gehören dürfen, schon jetzt. Nicht erst, wenn du wiederkommst. Danke, Jesus, dass du deinen Leib gebrochen hast. Wir haben gelesen, wie du kommst, Jesus, und alles Widergöttliche vernichtest. Und wir haben auch wieder Göttliches an uns. Aber wir dürfen es dir geben und du hast deinen Leib gebrochen. Es wurde an dir vernichtet und wir dürfen leben. Danke, Jesus, für dieses Geschenk. Und danke, Jesus, dass du gesagt hast, wenn du wiederkommst, wirst du mit uns zusammen das Abendmahl nehmen. Und das ist ein Ausblick auf ein wunderbares Festessen mit dir zusammen, wenn es dann endlich soweit sein wird. Und danke, Jesus, dass wir auch einfach mit unserem Durst kommen dürfen, mit unseren Anliegen. Und du bist ein Gott, der heute Wunder tut, der nicht aufgehört hat zu wirken. Du bist hier mitten unter uns. Wir dürfen mit allem kommen, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Krankheiten, mit unseren Ängsten, mit unseren Nöten. Und du hast lebendiges, heilendes Wasser. Danke, Jesus. Amen. So bist du eingeladen zum Singen, zum Abendmahl, zum Ministry Time, einfach zu Jesus zu kommen und dein Herz mit ihm zu teilen.